Im Untergrund Nurs haben wir sogar Elise getroffen, Freunde. Tja, und wie es jetzt weitergeht, das und vieles mehr erfahren wir nun hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Wie meinst du das, Elise? Viel veränderte sich seit der Krieg begann. Wir, deine Geschwister, und der Verlust schmerzt so sehr, dass wir einander kaum begegnen konnten. Sender ist ständig weg, Leo ging vor und Camilla spricht kaum ein Wort. Es ist, als hätte man des Schlosses Herz herausgerissen, es ist so einsam dort. Camilla zeigte mir den Tunnel, der hier für dich nutzen, um da wegzukommen. Es tut mir so leid, Elise. Warum verkaufst du Blumen? Das wirst du wohl kaum brauchen. Das mache ich nur, um Cassetta etwas von die Arme zu greifen. Ich pflücke die Blumen rund um das Schloss und verkaufe sie dann hier. Damit lenke ich mir von allem dem um mich herum ab und Cassetta bekommt das Geld. Blumen machen glücklich, er kann andere glücklich machen, trotz meiner Trauer. Da ist das Lächeln wieder, das ich so sehr vermisst habe. Als ich Sir Kenzie sah, wirkst du so besorgt. Ja, Vater war dort. Er fällt so seltsam. Wie kommst du darauf? Er ist vordringender als sonst, bedrückt ihn jemand, tötet ihn sofort. Er hat sogar Zula getötet, direkt vor meinen Augen. Aber da ist mehr, er hat immer diesen kalten Gesichtsausdruck. Ich glaube, selbst Sender fängt an ihm zu zweifeln. Sender sagt, Vater sei früher wie ein anderer Mensch. Es sei fast wie ein anderer Mensch, verglichen mit früher. Eine andere Person? Das hat Sender gesagt? Ja, man sagt, dass Vater nicht so furchteinflößend war, als er noch klein war. Und dass Vater nicht so grausam war. Er liebte zwar Machtspielchen, aber er hatte Würde und Charme und hat keine Königreich erobert. Sender ist der Meinung, dass es erst schlimmer wurde, als Königin Aret starb. Ich habe noch nie von Königin Aret gehört. Aret, wie ich ihm das aussprechen soll. Sender hat immer nur über seine Mutter, Königin Katrina, gesprochen. Mai. Oh, diese Namen wecken alte Erinnerungen an Königin Aret. Nach Königin Katrina. Lange dachte ich nicht mehr an sie, sie waren so nett. Hat sie gerade gereimt, wa? Cassetta, hast du das ganze Gespräch belauscht? Mensch. Es tut mir so leid, Liebes, aber der Tee ist schon lange fertig. Ich war gezwungen, das eine oder andere aufzuschnappen. Ist schon in Ordnung mit dem. Doch bin ich neugierig. Kann die Königin Aret oder Königin Katrina? Oh, sure do. Oh ja, ich diente beiden eine Zeit lang. Sie waren so nett, wirklich nett. Ich erinnere mich, dass es König Garen das Herz brach, als Königin Katrina starb. Er schwor, sich nie wieder zu heiraten. Ha, das sehen Sie sofort, als er Milady Aret traf. Sie hat eine so wundervolle Stimme. Oft erfüllt der Gesang das Ganze. Okay, Asuras Mutter confirmed. Bitte was? Also was so schön, um zu sein, das sah sie ihrer Freundin dort sehr ähnlich. Ihr wisst schon, die Blauhaarige da. Das ergibt Sinn. Immerhin wurde Asura hier in Nor geboren. Sie ist vermutlich die Tochter von König Garen und Königin Aret. Was? Ich habe noch eine Schwester, von der ich noch nicht einmal etwas weiß? Ja, also ganz ehrlich, hier hat man so viele Geschwister, es ist unglaublich, ey. Also, da würde mich nicht wundern, wenn es ja irgendwo auch noch Inzest und sonst irgendwas darunter hätte. Vermutlich haben wir deswegen auch die Option, was wir irgendwie auch Sakura oder Inoka heiraten könnten. Aber nee, so, das kann im Let's Play, das geht nicht. Ich meine, auch wenn der, ja, was soll ich sagen, auch wenn es sicher interessant wäre zu sehen, wie das Ganze programmiert wurde, ich sag's mal aus technischer Hinsicht, ist doch ethisch betrachtet, naja, nicht das Gelbe vom Ei, also sorry, aber das, naja. Oh, ja. Asura? Hui, das ist die beste Teefeuer, die ich seit langem hatte. Lass sie noch ein bisschen besser machen. Haben wir dem ein paar Kekse? Verzeiht, aber wir müssen wirklich weiter. Vielen Dank für den Tee und eure Gastfreundschaft. Oh, schade. Ich wünsche, ihr könnt länger bleiben. Hier ist so einsam. Ich kann es nicht glauben. Noch eine Schwester. Hätte nur er gewusst. Große Schwester. Es war ein riesiges Rennen getroffen zu haben. Die Freude ist ganz meinerseits. Die fragen natürlich, ob sie wirklich König Garens Tochter ist. Wer weiß, ich meine, es könnte ja auch sein, dass seine Königin, das sich schon vor ein bisschen verändert hatte, seine Königin, dass sich billigen wollte, sie hat jemand anderen getroffen, deswegen ist sie halt das uneheliche Kind und Garen hat davon erfahren. Und dann wollte halt, sie wurde entführt, war? Vielleicht wollte ihr leiblicher Vater sie halt wegbringen, es schien dann so wie eine Art Entführung zu sein. Garen hat dann vielleicht auch später gemerkt, dass ja, ihre Mutter betrogen hat sie dann daraufhin killen lassen und naja,
Nee, ich sag's mal so, es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze noch so abtreiben würde. Ja, genau, das hat er gerade auch gerade. Gut, Kapitel 22 beendet. Wie geht's jetzt weiter? Camilla! Oh, scheiße. Obwohl, wenn ein Kapitel mit Leo war. Vielleicht haben wir Glück und wir können irgendwie, naja, ihr wisst schon. Ich denke mal, gefangen nehmen geht nicht, wa? Verdammter Dreck. So. Ganz so spannend, ich will gerade weitermachen. Gefängnis mal ganz kurz gucken. Die Dienstmarke ist ja drin, wa? Lulu, Level 6, sogar 7. Ich meine, klar, es ist stark, aber irgendwann soll er sie ersetzen, bringt doch gar nichts. Okay, bin gespannt auf das Gespräch. So much work. Well, I see. I'm impressed. Okay. Das war interessant. Aber irgendwie auch nicht. Crazy. Die Junge, einen neuen Charakter dabei war. Wo ist er jetzt überhaupt? Shura, der Abenteurer mit Bestinstein Plus. Ja, Mann! Gib ihn her! Tausch, nee, einfach, von mir aus lagern, ist mir scheißegal. Da ist immerhin schon mal Rang, eben das Ninja Yumi war. Ich habe noch einen, wenn ich mich richtig erinnere, nö. Verdammter Mist. Mal zum Testen war. Doppel-Yumi trägt er bereits, dann... Die Stäbe hat noch Rang C. Ich werde ihn sicher mal einmal einsetzen und gucken, was so alles drauf hat und vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Wer weiß, wer weiß. So, ja, ich weiß, er hat bereits Rang C, aber ich will jetzt schon da Geld ausgeben. Obwohl, wenn es genug wieder war. Egal, jetzt mal gucken. Du kannst noch einen Bestenstein gebrauchen. Ich frage mich immer, wo der Drachenstein Plus ist, aber gut, anderes Thema. Ich bin jetzt nur sicher, dass wir den nicht mehr brauchen, aber lass ihn trotzdem mal noch, oder? Man weiß ja nie. So, Unterstützungsgespräch, genau. Dann haben wir die beiden noch. Kagero, Shura will noch nicht. Der kann nur mit uns quatschen, okay, interessant. Dumm. Ist mit noch Drioma? Was zum... Ist er eingeschlafen? Mann, der Geld... Was außerdem hatte ich seit 3 Tagen nicht geschlafen und fühlte mich total... Seit 3 Tagen nicht pennen. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr wach bleiben. Dann würde ich... Das war irgendwo auf Ohnmacht fallen und pennen, ist fertig. Wird das nur recht? Jo. Jo, also natürlich nicht ganz unrecht. So, und das Gespräch und dann sind wir dann mal fertig. Immerhin schon mal Rang. Ah, ich bin noch gespannt auf. Was? Geht's direkt weiter? Moment, Kagero und Rinka. Ja, wieso nicht? War mal testen. A+. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt passiert. Wow. WoW. Das war alles? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Original, sagen wir japanischen Version, dass es noch irgendwie etwas, vielleicht ein bisschen erotisch prickelndes gab, war. Aber natürlich, weil das ja dann Rinka und Kagero sind 2 Frauen, deswegen wäre es lesbisch und
Muss man natürlich rausstreichen, weil wir sind noch nicht so erwachsen genug, um zu wissen, hey, geht da noch Gleichgeschlecht, also ja, Gleichgeschlecht, also, ihr versteht schon. Genau so etwas, nicht nur Hetero, es gibt auch Homosexualität und so weiter. Nee, kannst du im Videospiel doch nicht bringen, das geht nicht. Verstehen alle noch falsch. Meine Fresse, ey. Ja, wie gesagt, man kann es auch übertreiben, also sorry, aber das war so eine Situation, wo ich mir denke, okay, euer Ernst jetzt, Leute? Aber ja, offenbar schon. So, noch genug. Kann's auch überall auch, wa? Bei ihr wollte ich eigentlich, dass er noch etwas anderes nimmt, wa? Sie hat Rang B, weiter kommt sie gar nicht, war damit? Oh, das tue ich ein bisschen doof. Einerseits, andererseits Silberschuriken. Auch mitnehmen, wa? Kann ich mal gucken, ob man noch irgendwie etwas schmieden kann. Hat er echt irgendwie eine neue Keule bekommen? Hat er eine Mannkeule oder was? Ja, toll. Stärke 3 in Zero Boost Waffe, da bringt natürlich sehr viel. Ach Mensch, ey. Ich frage mich gerade. Sie könnte das verwenden. Basara und Mochi, Tüftler. Ja, natürlich ein Ring, Ring A+, deswegen. Aber was bringt ihr das großartig? Geschwindigkeit sinken? Nee, ich meine, nachher wollen wir sowieso zurücktauschen. Ich finde, sie macht ihren Job als Meister Ninja gar nicht mal so schlecht. Bei Shura vielleicht noch irgendetwas? Der kann auch ein Herzsiegel, was? Wieso kann der ein Herzsiegel verwenden? Ein Berserker, leck mich am Arsch! Resistenz runter, gerade egal, Geschwindigkeit plus 1 runter, Fähigkeiten plus, Magie runter, ist mir auch scheiße. Wieso kann der überhaupt Magie einwenden? Oh, Alter, Lancer, kritische Treffer, Zum Meister Ninja geht er. Wie hat der so viel Magie? Also viel. Ja, ist auch kaum eine Rede wert, versteht ihr? Leute, ich glaube, wir machen echt so, dass ich ihn jetzt halt einmal testen als Abenteurer und nachher, glaube ich, machen wir echt zum Berserker. Mein meisten Ninja haben wir bereits, so Tüftler. Nee, kein Bock drauf. Bogenritter. Ja, klar, es würde jetzt im Prinzip noch etwas bringen. Mit ein bisschen schneller unterwegs wäre, aber ansonsten Held. Ich glaube, er so auf wegen seiner Statur und so weiter wäre ein Berserker echt noch geil. Da will ich mal ein bisschen testen, Leute. So, mal ganz kurz. Ich wollte dir nach unserer Inoka ein bisschen mehr Magie geben. Wir erinnern uns. Glück. Wer hat hier zu wenig Glück war, fragen wir mal, wie ist er so. Na gut, Ringa braucht sie viel Glück. Glück ist immer so eine Sache, wenn man denkt, ja, wer braucht der Glück, wie wird's, Manchmal ein bisschen schwierig. So, bei ihr haben wir bald Rang A, keine Waffenschriftrolle. Vielleicht bei ihr, sobald sie Rang B bei den Echsen Rang C bei der Lanze hat. Da können wir uns mir durchaus noch vorstellen. So, Takumi, wir langsam davon ein bisschen mehr Verteidigung hast. Teilweise ein bisschen risky mit dir. Und daher, Gut. Jo. Lilith, wie gewohnt. Ja, ab und zu ein Fisch. Muss doch auch mal sein, war ein bisschen Eiweiß. Ein paar gute Proteine. Level 28. Die Frage auch bei ihr, geht es bis Level 30, bis Level 40, bis Level 50. Wo ist das Ende bei ihr?
Goldbarren, geil. So. Kagero. Kagero den Pfeil? Einen Gegner blendende Waffe. Ja, Tore. Auch die hat keine Power. Mensch. Was soll denn das immer? Ich kriege irgendwie Waffen mit einem absolut geilen Power-Level, also sprich, die vom Waffenlevel her relativ hoch sind, aber trotzdem irgendwie nichts mit anfangen kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also was ich's bin. Freund ist sich was anderes, wa? Jo, bis was kaufen wir eins. Für Rinka und Kagero. Wir müssen noch später gucken. Dann kann ich vielleicht am Schluss noch machen. Problem ist, ich nur einmal einsetzen. Natürlich ein bisschen doof. So gesehen. Ja, gehen wir langsam auf Zeit für Mond und großes Fest. Wäre es mal ein bisschen Mondfest, genau. 300 für so einen Scheißding. Ich spiele immer noch. Gibt's doch einfach nicht, hey. So, Sakura ist sowieso bald schon. Wann hat Felicia sogar schon? Die ist erst Stufe C, wa? So ein Mist. Kriegen wir den aber jetzt momentan sowieso nicht. Jetzt noch mal ein bisschen die stärkeren Dinger, wie eben auch das Mondfest. Die Fluchroute. Ja, langsam mal dafür, weil Falle ist natürlich schon oder kann geil sein, aber aktuell. Was den Bogen betrifft, weil er muss noch auf, ja, so belassen. Gut, dann noch die Schmiede. Vielleicht können wir etwas Neues schmieden, wer weiß. Bronze-Schuriken, Silber-Schuriken trägt Felicia aktuell ein, wa? Ein bisschen mehr Power, das ist schon nötig. Tja. Mir fällt gerade sonst nichts Passendes ein. Der Mega-Schuriken, du. Mega-Schuriken. Stimmt, gut. Ja, gut, aber Bronze Stahl sowieso aktuell ein bisschen doof. Silber-Yumi. Wir haben noch einen, okay. Ich weiß, ein bisschen sehr einfallslos, aber... Ah, warte mal. Das kann noch was anderes sein. Ein kleiner Abstecher oder eine kleine Hommage an Naruto. Ist zwar im Anime noch nicht raus, aber dafür ja im Spiel und im Manga sowieso schon lange. In das Pfeil aus dem letzten Fight zwischen Naruto und Sasuke. Der Ban-Yumi, effektiv in den Bücher Schriftrollen, trinkt momentan keiner. Interessant. Der Rest geht noch nicht. So, doof, wa? Dann Naginata, ja, natürlich direkt nur CD. Da gibt es schon alles Sinn, wie ich es soweit gemacht habe. Fehlt noch ein bisschen das Waffenlevel. Naginata, Eisenkeiner. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas vergessen, was ich noch machen wollte. So ich mich kenne, fällt es nachher, wenn ich den Part bearbeite, sprich rendere, fällt es dann plötzlich wieder mal ein. So ich mich kenne. Jo, wäre sicher nichts Neues. Gut. Erst einmal hier ganz kurz gucken, habe ich jetzt den Mega-Shuriken noch gegeben.
Also an den nicht mehr, aber... Einen Gegner blendende Waffe. Ich versuch's mal, wa? Vielleicht macht es irgendetwas Besonderes oder so, das kann ja durchaus sein. Und die Rächerkeule. Wer von uns hat denn schon Rang A bei der Keule? Ich würde gerade sagen, wird ein bisschen schwierig, war jemanden Rang A zu finden. Das sind Oblivion und so weiter, das ist doch alles geil. Indras Pfeil, das wäre natürlich noch geiler für dich. Ninja Yum, ja, mal so testen wird auch Indras Pfeil. Zauber der Bogen, jemand der den, jemand der Bücher. Ja, das könnte nicht schaden bei dir. So, was hat er sonst noch? Stäbe, natürlich, jetzt hat der Charakter kann ja Stäbe nutzen. Aber er sagen muss, ab und zu ist es schon praktisch. Schwein ist Gold, war sicher nicht ganz so verkehrt. Ne, du kriegst ein Sonnenfest, so. Wenn wir sagen, der Paar ist sowieso langsam mal vorbei. Ich gehe mal ganz kurz ins private Hauptquartier, wie gewohnt. Wir wollen ja ein bisschen die Zeit genießen. I love you so much. I'd even learn how to actually cook for you. Ja, ja, das ist ihm noch Liebe. So, nur 2-mal war und nachher müssen wir das Ganze dann... Also sprich, wir müssen einen neuen Kommentar geben. Asura mal einladen, warum nicht? With your courage and power, I know we can save this world. My voice and my strength are at your command. Ist ja schon ein interessantes Gespräch, vor allem weil ja Felice die ganze Zeit neben uns sitzt. Oder steht, je nachdem natürlich. Ja. Das heißt, wir ganz allein am Kaffeetisch, an schlecht. Gut, Freunde, das war's nun mal für heute, glaube ich. Da fehlt noch etwas, Gebäude. Bauen etwas Neues, was soll man da bauen? Von Ryuma eine Statue. Ja, wo man eigentlich nicht, wir haben langsam ein ganzes Team hier gemacht. Schön an der Reihe. Jo, das muss sein. Dann noch einen Punkt übrig. Die Ruhmeshallen, Platz zu reisen, die Arena, das Casino. Für bis zu 6 Gefangene, klingt auch nicht schlecht. Aber auch eher die Schmiede war. So, der Platz doch langsam ein bisschen eng, hey. So, nächste Folge dann, Freunde, gehen wir zu Camilla. Das wird garantiert ein interessanter Besuch werden. Ich glaube auch ein bisschen schmerzhaft. Oh je, oh je. Bis dahin, ciao zusammen.